Welkom en welkom naar onze online kerkondag vandaag. En we zijn in de Weihnachtstijd en ik denk wat we jeder Weihnachten zijn en wie es Predigers besonders sein, dan diese Weihnachten wollen wir dort anders haben. Diese Weihnachten wollen wir dort von Christus merken. Wir wollen von Christus Dollar reden. Wir wollen nicht lassen uns weg von Christus drehen mit unseren Druckheiten. Und an jedem Jahr, ein Jahr, Dezember 31. kommt, und wir fingen uns, dass wir weiter mit sind. Wir haben uns rumgerannt und wir haben uns Druck gemerkt. Und mit dort, die Zeit wird so sein, für Jesus Christus anbeten, es war da vorbeigegangen und wir haben in welcher Weise dort nicht angenommen, was wir nachher ist. Dieses Jahr wird wir sein, es anders gewesen. Das ist schwer gewesen. Und wir gehen nu hier in Ontario, hier in Windsor, Essex, sehr wie eine Zeit, wo das wirklich in Lockdown ist. Wir sollen nicht mehr als 10 Menschen hier in das Gebiet haben. Und wir sind gesagt, wir sollen nicht taub kommen als Familie. Und alle die Dinge, was wir gewöhnlich tun, womit wir uns Druck merken tun, das sind uns aufgesagt. Wir sollen nicht so viele Partys haben, wir sollen nicht bei der Arbeit taub kommen, wir sollen nicht die Versammlungen haben. Und ich glaube, uns ist das schon, mir ist das schon, das ist schwer, zum Annehmen, dass das anders ist. Aber ich glaube, dieses Jahr hast du eine Gelegenheit, zum das annehmen, was wir für Jahre haben gesagt, und das ist das. Weihnachten ist von Christus und für Christus. Und nun wird alles erst uns vielleicht ein bisschen aufgesagt, wer wird das die Gelegenheit nehmen und das wirklich nehmen, dass Jesus erst gekommen als Mensch uns zum Raten. Ich glaube, das ist fertig, wir seien fertig, bis dort, was uns schuld ist, was das ist in Gottes Gelegenheit. Ich würde sagen, für uns als Staff hier in Diron Church, das ist interessant, wir sollen das simpel merken, wir sollen das, das ist unsere Series nennt, bloß Weihnachten. Und das ist interessant, wir merken uns rein, Dezember wird es ein schweres Jahr gewesen, wir würden alle Sorten Programme rein merken, wir würden dort Fan merken, wir würden eine sehr verarbeitete Andauen, dort wertvoll wir und wichtig wir, dass wir würden uns das Natur kennenlernen, dass wir würden bei Jesus sein. Na, sind ein paar Dinge rumgekommen, ihr weißt dort vielleicht, dort 3 von uns Staff, wir wären in der Universität in Quarantäne. Der Coronavirus, der ging hier manch an Staff ein klein bisschen rum. Und nun sind viele von den Dingen aufgesagt und die wollen nicht wollen. Und wir, das Staff, haben das muss auch annehmen, wir wollen bloß Weihnachten haben. So, was bleibt uns dann über? Wenn uns alle Sorten wird weggenommen, diese Weihnachtszeit, was bleibt uns über? Erst Weihnachten dann gecancelt? Sei wie das Jahr, wo wir nicht Weihnachten haben? Ich glaube, von dit Jahr kann wir wirklich sein, wie haben Weihnachten. Warum haben wir Weihnachten? Jesus Christus ist nicht gecancelt. Jesus Christus ist nach Kreuz lebendig. Ist seit 2000 Jahren trägt wir. Er ist nach Kreuz persönlich. Er ist unser Radar. Wir haben eine Gelegenheit, am anzubeten in einer Weise, was wir vielleicht nicht haben. Wenn wir sagen, ich bin ein Christ, was ist dort, was uns ein Christ merken wird? Ist dort eine Kirche zu fahren? Ist dort der Reich der Leider singen? Ist dort all die kleinen Dinge, was wir glauben, von wer wir sind und wer Gott ist? Nee, warum sind wir Christen? Wir sind verbunden mit Christus. In Englisch ist das Wort für Weihnachten Christmas. Und das kommt von das Wort Christmas. Und das meint, Weihnachten ist von und für Christus. Das sind alle Sorten Dinge, die wir können wahrnehmen, und wir würden doch Christen sein. Wenn wir alle unsere Musik wahrnehmen, dann, wir gleichen Musik. Wir gleichen Gott anzubeten durch Gesang. Aber wenn wir dort wahrnehmen, dann, und doch, wie Christus haben, wir sind deswegen Christen. Wenn wir dort Kirche taub sammeln, das ist eine große Gruppe wahrnehmen, dann, und wir doch Christus haben, wir sind Christen.
Und wenn wir die Dinge, was wir zu sein Traditions haben, die Dinge, was wir wertvoll nennen, so haben wir das einmal gehört. Wir nehmen all die Dinge weg. Und wir haben doch Christus. Wir sind deswegen Christen. In dit Jahr, in 2020, waren Wasser von diesen Dingen uns wurden weggenommen. Die wurden alle weggenommen, aber wir haben noch Christus. Wir haben noch Weihnachten. Wir haben dann bloß Weihnachten. Ein Ding, was ich glaube, ich verken sein Haar nicht bloß in anderen, aber in mir. Verken merkt, wie Dinge, was von Christus sind. Dinge, was wir tun für Christus. Wir merken, der Wicht ja ist Christus. Wir merken uns doch Dinge tun für Armen, wir nehmen nicht Zeit für Arm. In dieser Weihnachten ist das bloß Weihnachten und bloß von Christus. Wir wollen von der und Farsch durchgehen, und das ist vielleicht ein bisschen wieder Weihnachten Farsch, aber wir wollen von der sein, was sagt Weihnachten von Christus? In Johannes Kapitel 1, der 14. Vers sagt uns, was Weihnachten ist. Und das ist, was wir, woran wir das Heiligtag haben. Johannes Kapitel 1, der 14. Vers sagt es das. Und dort war ein Mensch und wohnt among uns. Und wir sagen, wie herrlich wir. Eine Herrlichkeit, so aus in Vater den einzigen sehen, der Jeif, voll von Gnade und Wahrheit. Wenn wir an das Thema denken, dann ich will von dir eine Frau stellen. Und ich will haben, diese Frau soll wir nicht bloß hören und dann sagen, oh, sag gut. Die Frau ist das. Ist Jesus genug? Ist Jesus genug? Wenn uns alles wird weggenommen und wir bloß Jesus haben, ist das genug? Und wenn wir an diese Vers denken und lesen, dort wird hier sein, ist das genug für uns. Üschlich sei wie, dort das Wort Mensch. Und woran war das Wort Mensch? Das haben uns raten. Die Frau, ich würde uns von dir fragen, ist unsere Radung in Jesus Christus genug? Das sagt das Wort Mensch und das redet von Jesus. So, das Wort Mensch, was meint das? In Englisch sagen wir, das ist die Incarnation. Das ist dort, was passiert, wenn Jesus, wer einmal Gott ist gewesen, einmal wird Gott sein, auch dort annehmen, dass er auch Mensch wird sein. So, wo passiert das? Wo kommt der Raum, dort Jesus wird Mensch? Ich glaube, Philipper Kapitel 2, Vers 8 lehrt uns, was passiert. Jesus wir von seiner Natur her Gott. Aber dort sah er nicht so an, dass er dort mit Gewalt festhalten muss. Er trug sich dort so aus Gott sein ut, nahm einen Gestalt an, ist ein Knecht. Und war dadurch so aus wie Menschen, geboren als ein Mensch. Demütig mög er sich ehren und war gehorsam bei dem Tod. Ja, war am Tod am Kreuz. So, wir sind hier erst, wo war Jesus Mensch? Jesus wir von seiner Natur her Gott. Jesus ist noch einmal Gott gewesen, der ist niemals in der Zeit gewesen, wo er nicht Gott war. Du hast auch niemals in der Zeit gewesen, wo Jesus weniger Gott wird. Und er wird niemals in der Zeit sein, wo Jesus wird weniger Gott sein. Er ist, er wir, und er wird für einmal Gott sein. Dort ist, wer er ist. Er ist von seiner Natur her Gott. Aber es sagt dann, dort sah er nicht so an, dass er dort mit Gewalt festhalten muss. Wir würden gerne sein, dass dort, wo er ist, Gott, er wird nicht begierig mit dort. Er hält sich nicht so fest an dort, dass er wird nicht willig dort zu sehen sein, nicht dort er ab hier mit Gott sein, aber dort er wird bloß dort leben.
So wat deed hij? Hij nam een gestalt aan als een knecht. Hij wie een dienaar. Hij werd een dienaar. Matthäus Kapitel 20, 28 sagt es steht. Willst den Menschen sehen, keinem auch nicht sich zu bedienen zu lassen, aber zu dienen und sein Leben hand zu geben, fehlerlos zu geben. Jesus kam nicht nur diese Welt, nur das Erdball, sondern unter am deinen Kern. Dort ist nicht, was er sieht, wir müssen tun. Er kam, uns zu dienen. Und er deed sich raufbringen, dort heißt es uns wir. Da wollen wir ein klein bisschen von ein Beispiel checken, da wird ein bisschen so sein. Jesus kam von der Stadt rauf und sein Haus wie so graut und besser als irgendwo, was hier bei ihr ist. Da wird ein bisschen so sein, wenn ein Recken morgen wir, und er hat sich ein grautes Haus gebaut. Wir sehen noch mal on TV von diesen Häusern, wo 10.000, 20.000 Square Show sind. Und in diesen Häusern sind sie so Strom uitgemerkt, als der kann sein. Sind Strom, dir gemerkt. Und wir würden gern sagen, du bist wohnen dort jetzt schein. Dort ist möglich in so einer Stadt wohnen. Alles hat einer Welt, alles hat einer Feld, ist in dieser Stadt. Und dann werden wir sagen, die wird das einen dort, wo die Band wohnen dort, fort an einer Reise. Und dann fängst du in einem Motel, wo es schwingt, wir würden kennen, sind graselig aus, angeschwingt und nicht möglich. Und dann wird der eine von der großen Stromerhaus dort Haus merken. Dort ist, was Jesus deed, wenn er sich die Mütchen deed, und merkt das, wo wir an Leben da in sein Haus. Hier ist ein Gedanke, was mir antreibt. Wenn Jesus ist, das ihr kam. Jesus kam nicht, das ist ein König. Er kam nicht, dass er ein König Haus geboren wird. Das ist nicht, dass er dort machtlich hart abwassen. Er war in einer armen Familie geboren. Wir würden gern sagen, Gott, wenn er kam, Jesus kam, er kam in een simpel weg. Du wie nichts Besonderes, mit wo er kommen deed. Wenn wir dann das Heilige Tag holen doen, von wo Jesus kommen deed, und er für das erste Mal simpel kommen deed, dann glaube ich, soll wir uns selbst mehr Freiheit geben, dass wir eine simple Heilige Tag haben. Das ist vielleicht fern, aber das ist nicht nötig. Dat wir uns außerten Druck merken lassen im Weihnachtszeit. Jesus kam, das ist ein Knecht. Das ist, was ein Hort ist, was wichtig ist. Und dann wieder sagt er in der 8. Vers, Demut dich mög sich ehren und ward gehorsam baten dort. Jesus war demütig, er demut sich. Er braucht sich leer, als was er ist. Warum mög er sich demütig? Zu Wort mög er sich gehorsam? 2. Korinther Kapitel 5, 21 sagt uns, Gott mög den, der von keiner Sinn wisst, in unsere Städte sind, dort wie der Arm für Gott gerecht worden, so aus dort für Arm jellen det. Jesus kam, er war ein Mensch, so dort er kann unsere Städte nehmen, den Straf betonen, was wir uns selbst verdient haben. Vater Gott, dort er wird dort. Er wird geboren, dort er kann den Preis tun, dort wir können Gemeinschaft haben und er wird leben mit Gott. Dort ist, wo er zur Welt kommen wird. Die Bibel lehrt uns auch, dort unsere Rettung kommt bloß durch Jesus Christus. Johannes Kapitel 14, der 6. Vers sagt es dort. Jesus sagte ihm, ich sehe die Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt nur vor, büter durch mich. Apostelgeschichte Kapitel 4, der 12. Vers sagt es so. Du hast auch selbst keine mehr Rettung. Willst uns Menschen als unter den Himmel, selbst kein Nom gejeft, durch
den wir kennen, selig worden. Dat is bloß durch Jesus Christus. So, wenn wir über Weihnachten denken, dann. Die Frau, wat ik gleich wie sollen uns freuen, ist, die Radung, was wir durch Jesus Christus haben. Der Heldendag, der redet über das Heldendag. Wir haben diese Heldendag, wenn wir diese Radung haben. Erst der genug für uns. Wieder in dieser Farge, wir sein dort, und Jesus wohnt manch an. Jesus kam, und er mögt seine Wohnung manch uns. Er war ein von uns, und er wohnt manch uns. Und von der Zeit, wie dort Jesus ihn gängen wird, wir manch Menschen. Und nun dort er nur Himmel fahren wird, Jesus ihn gängen wird erst noch mit uns. Matthäus Kapitel 28, der 20. Vers, das letzte Wort von der Vers sagt es dort. Und verlot ihn durab, als sie einmal bejunt, bei dem Eng von der Welt. Als sie einmal bejunt. So, wenn wir von der an dieser Weihnachtszeit uns allein feiern tun, und dort der Ordnung ist, was gewöhnlich ist, als Jesus Christus ihn gängen wird, genug für uns. Dort glauben, was wir haben und was Jesus hat gesagt, dort er einmal mit uns ist. Ist dort genug für uns? Wieder sei wir hier, dort Jesus Christus seine Herrlichkeit soll genug sein für uns. Und wir sagen, wo herrlich er wir. Und seine Herrlichkeit so aus der Vater sein einzigen sehen, der Jeif. Jesus Christus kam in seine Herrlichkeit. So was ist Herrlichkeit? Herrlichkeit ist, hoch gehoben sein, hoch angesehen sein, für was wir sind und für was wir getan haben. Dort ist die ihr geben und ihr haben, für was wir sind und was wir tun. Und Gott, das die Bibel uns lehrt, und wer Gott ist. Gott als Herrscher ist irgendeiner. Gott als Beter ist irgendeiner. Und Gott als Grater. Und in der Bibel sei wie in dem Alten Testament und Neuen Testament, Gott seine Herrlichkeit, wer er angesehen ist, wo er angesehen ist, dort ist seine Herrlichkeit. Er ist Herrscher. Sein Name ist Herrscher. Er ist herrlich. Er ist apart gesagt. Er ist allwes. Er ist alle leiftolig. Und er hat alle Kraft. Dit ist wer er ist. Er ist vollkommen. Und wenn wir am ansehen, dass er ist, wie sein seine Herrlichkeit. Nu sagt die Bibel, Jesus kam in all diese Herrlichkeit. So was wird dann, dass Johannes in Jesus sein wird, wo er eben sein wird, das ist Jesus Christus seine Herrlichkeit. Sie sagen seine Wunderteken. Die sagen, wer Jesus wir. Die sagen, wo er ein vollkommenes Leben, ein perfektes Leben wird. Und sie werden auch, und sie sagen, wo Jesus Christus von dort abstunden wird. Sie sagen, dass das wir nicht bisschen gewöhnlichen Mensch. Jo, Gott hat sich ein Mensch angetroffen, so zu sein. Aber Gott, seine Herrlichkeit, die wir noch klar zu sein in Jesus Christus. So wo können wir dann Jesus Christus seine Herrlichkeit beleben? Wir sein, wo die Herrlichkeit in Christus bewiesen ist und was Gott gemerkt hat. Psalm 19, der 4. Vers sagt, der Himmel reden klar von Gott seine Herrlichkeit und loten uns seine Handwerk sein. Wir sehen auch, was Gott getan hat. Wir sehen, dass Gott herrlich ist. Und wir sehen, wo er uns gerat hat. Wir sehen, wo er uns Gebete antworten wird. Wir sehen in seiner Herrlichkeit. Und denk, was klar in der Bibel ist Gott seine Herrlichkeit und Gott seine Jängen wird seit vierten Taub gebunden. Das ist, wenn Gott sich offenbaren wird, dass wir weiten Heimat uns ist, Menschen, die in der Bibel und wie wir das belebt haben,
wie kann sein, Gott seine Herrlichkeit kämpft mit die das mal in uns, wie in den Jängen wird sein. Im Alten Testament sagen wir im Bett, wer Gott ist und wo seine Herrlichkeit kommen wird. 2. Mose Kapitel 40, 34 bis 35. Du met zaad zich de wijk over de Versammlungszelt en zijn heilige woning wordt van binnen alleweg zo herrlich als de Herr zelfs is. Moses kon niet eenmaal de Versammlungszelt nagaan wegen de wijk. De heilige woning weer van binnen alleweg zo herrlich als de Herr zelfs is. Wo Gott ist seine Herrlichkeit klar zu sein. So dann sei wie, wenn Jesus zur Welt kommen wird, dass die Engel sein, dass die Herrlichkeit kommt rauf. Lukas Kapitel 2, die 14. Vers sagt, Lot Gott im höchsten Himmel ihr kriegen. Der Engel sagt, Glory to God in the highest. Verherrlicht den Herrn, wer im Himmel ist. Und die Menschen auf der Erde Fried, die an die seine Gefallen heeft. Lot Gott seine Herrlichkeit klar sein zu sein, will Gott erst mit uns. So wann wir sein, wer Gott ist und was er getan hat. Und in dieser Weihnachtszeit, wenn wir an Jesus denken, dann, ist das genug, dass wir an Jesus Christus, seine Herrlichkeit, denken dann. Dann sagen wir wieder, dass wenn Jesus kam, er kam mit Gnade, das sagt er, wir voll von Gnade. So was ist Jesus Christus seine Gnade? Jesus Christus seine Gnade ist, dass er will das Beste für uns. Wir sagen, wenn Jesus auf die Erde wäre, er wird Menschen heilen. Wir sagen, dass Jesus kam und er hat Jammer an seiner Wort verbrechen werden. Seine Wort werden utbund. Jesus Christus will das Beste für Menschen. Und er will das Beste für Menschen. Und Jesus seine Gnade, die kriegt ewig Sinn. Der stärker ist unser Fehler. Ich habe Ferken mit Menschen geredet, und wenn Menschen sozusagen eng sind, wir fallen uns Ferken, dass ich so viel schlechte Dinge getan, dass Gott seine Gnade konnte in keiner Weise bedecken. Ich bin so weit aufgegangen von Gott. Aber Weihnachten, Gott seine Gnade, was durch Jesus Christus kommen wird, sagt uns, du hast keine Sinn, was gerade ist Jesus Christus seine Gnade. Wenn du wieder aufbist von Gott, von dir Smars, ich will dich einladen, an die das Nachricht bringen. Nimm die Gnade an, was in Jesus Christus ist. Die Gnade, was Jesus Christus jeder Person will geben. Die Bibel lehrt auch, dass Gott seine Gnade ist eine Haupt für uns. In 2. Korinther Kapitel 12, der 9. Vers sagt, aber seine Jungen, seine Antwort wir, meine Gnade ist genug für die. Willst meine Kraft ist in schwachen Menschen stark. Deswegen rede ich liebsten von meiner Schwachheit, dass Christus seine Kraft in mir zu sein ist. Kann wie mit Paulus taub sein? Gott seine Gnade ist genug für mich. Wir sein, wo wir kart kommen. Wir sein, so sei es, wie streben wollen, an sie in der Kraft ist wirklich nicht genug. Und wenn wir kart kommen dann, Gott sagt, das ist genug. Meine Gnade ist genug. Gott seine Gnade hat kein Eng. Die Kraft, was hinter der Gnade ist, hat kein Eng. Du hast nichts, was zu groß ist für unser Gott. Und du hast nichts, was zu groß ist für Gott seine Haupt. So diese Weihnachten. Ist Jesus Christus seine Gnade genug für dich. Dann sei wir wieder,
dat Jesus Christus als voll van Waarheid. Wat meint dat Jesus Christus voll van Waarheid is? Wir sind wieder in Johannes, in der Vers lesen wir all, Johannes Kapitel 14, der laatste Vers sagt, Jesus sagt, ich sage die Wahrheit. Wieder die Versen, die in Kapitel 1 sind, interpretieren, das redet von dort wird. Und was das wird von reden, dat Jesus Christus ist dort wird. Er ist dort, was Gott offenbaren dat, noch Himmel von sich selbst. Er sagt, das ist wer ich sein. Und dann Jesus Christus, der offenbaren, wer Gott ist, seine Natur, seine Verlangen für Menschen und sein Plan für Rettung. So, Jesus Christus ist die Offenbarung von Gott. Er ist dort, wo die Wahrheit ist. Wir leben in einer Welt, wo die Wahrheit nicht wichtig tun, ist der Sohn. Wir leben mit Menschen, die sagen, ich tue mein Leben so anstellen, du nur, wo ich mich fehl. Und wenn wir fragen, was ist so, Menschen kicken uns an, was dort was so ist. Ich fall meine Wäsche weg und dann wird mein Leben so für dort anstellen. Oder wir wohnen in einer Welt, wo, wenn wir was leben, und wir gleichen das nicht, wenn andere uns Proben trachten wiesen, wir segnen uns ein bisschen andere, was stimmen uns, so dass wir können dort anhauen, was wir leben ist so. Das ist wichtig, dass wir, wer Christus nur vorhin sind, dass wir Jesus Christus nur vorhin tun. Jesus Christus ist die Wahrheit. Und wir sollen so noch sein, was die Wahrheit aussehen tun. So, was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass Jesus Christus ist zur Welt gekommen, Sünder zu retten. Und Rettung ist bloß durch Jesus Christus. Wir sehen und wir lesen in der Bibel dann, wo wir Rat können sein, und wer Jesus Christus ist, und was Jesus Christus verlangen hat. So, wenn wir an Weihnachten denken, dann, als Jesus Christus seine Wahrheit genug. Wo wir uns halten, bloß an dort, was Jesus Christus geopenbart hat nach uns. Ich will von dir schließen mit einer beten Geschichte. Und viele von Ihnen kennen noch Englisch und die haben dort vielleicht gehört, The Heart of Worship. Und dort ist Matt Redman, er ist dort, was geschrieben hat, und er ist dort, was er singen hat. Und die Geschichte von, wo das Lied war geschrieben ist, sehr interessant. Matt Redman, wir in Worship Pastor, haben wir so eine was Gesang und Anbetungsläden in der Kirche. Und das wie eine Kirche, was bosig wissen hat. Er kann sehr viel singen und sie haben eine Musikgruppe und sie mögen sehr viel Musik. Und viele Menschen in der Stadt, wo sie wären, fangen an, diese Kirche zu kommen. Und die Musik war einmal gratis und mehr besser. Und die Prediger, die erste Prediger durch, die fangen an zu sein. Dort Menschen werden da heran, wo sie würden Jesus anbeten, ist sie werden bedeutet an Jesus Christus. Sie werden da heran, wo sie würden feiern, wo sie singen würden, ist sie über Jesus werden. Und was das Prediger dann deed, ist, er mögt alle Gesang uit und auf für mehr wirken. Und vor ein paar Monaten wird keine Strome Musik in dieser Kirche. Und vor ein paar Monaten wird es still. In der Zeit, wo sie nicht singen sollen, dann wird es still. Und mit der Zeit kam diese Wort nach Matt Redman, ich wollte in Englisch lesen, und ich glaube, das sind sehr passend für uns von der Weihnachtszeit. Dort sagt es das: When the music fades, all is stripped away, I simply come, longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song,
for a song in itself is not what you have required. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, Jesus. En er wacht te zijn, wanneer alles wahrgenommen wordt. Dort wordt we je weinig doen. Wir würden gern sein, wenn alles, was wahrgenommen für Weihnachten, je weinig ist. Ich will bloß kommen. Ich kann verlangen, für was wertvoll ist, was Gott gefallen wird. Aber ich will die Meier bringen, ist was wir je weinig tun. Du hast Meier, was die verlangen ist. Ich will zurückkommen, nur dort, was wichtig ist. Und dort ist Jesus. Tjork, wir haben das horchen dat. Wir wollen zurückgehen, nur dort, wo der Untergrund ist. Wir wollen zurückgehen, nur dort, wo der Untergrund ist von Weihnachten. Nur das Jesus. Bloß Jesus. Wenn alles wird wahrgenommen, und du bloß Jesus überbleiben dat, kann wie dann sein, das ist genug. Das ist alles, was uns fehlt. Wir schließen mit einem Gebet. Jesus Christus, wir haben von dieser Erfahrung gesehen, von der wo die Kommandeit, die hast uns losgekauft für unser Sinn. Und da wir bloß mehrlich, willst du kein so Mensch. Und Jesus Christus, wir wollen von dir der Tauschstunde, du sind 10 Jahre, wo wir alle Sorten probiert zu tun. Wir haben uns auch gemerkt, mit welchen Dingen, die nicht von dir sind und für die sind. Wir haben vielleicht nicht Zeit genommen für die Gemeinschaft, was wir haben mit dir. Jesus Christus, ich bete, dass du diese Weihnachtszeit brücken. Die wird ordentlich erstes unter Jahren. Brücken zum uns wiesen, wer du bist. Wir beten dort, wenn wir in deine Jängen wollen sein. Deine Herrlichkeit wird klar sein, wer du bist, wird dein Willen erst für uns, und deine Gnade und Wahrheit wird so reich und frei worden uns. Wir freuen uns für jede Person, die in der nächsten Werk wird, vielleicht dort schwor haben, was bei Weihnachten ist. Ich bete, dass du uns dieses Werk helfen, das anzunehmen. Jesus ist genug für mich. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen.